Guten Morgen, das ist Janet von Shunako Massagewerkstatt in Zofingen mit Tipps und Tricks für die heißen Tage. Also, bleibt dran, ihr dürft gespannt sein. Ja, nicht jeder ist das heiße Wetter gewöhnt. Und Ferien können wir auch nicht alle machen, eben auch wenn wir arbeiten, ich auch. Und ich habe von Glück geredet, dass ich drinnen arbeiten darf in dieser warmen Jahreszeit. Aber gleich, es ist halt warm. Und da ich halt mit Tipps und Tricks für die heiße Zeit jetzt hier bin, mache ich jetzt euch den zweiten Tipp parat. Haben Sie die nicht schön? Einfach im Wasser plätschern und Spass haben. Ein gutes Buch dazu und meine obligate Fächer. So, das sind meine Zutaten für den zweiten Tipp. Es braucht Wasser, meine Spielkameraden, Salz, Kräutchen. Ich habe eine Pfefferminzstudie genommen. So, jetzt tun wir zuerst die Pfefferminz rein. Dann kommt Salz rein. Das ist für die Feuchtigkeit, für den Austausch. Dann tun wir das Wasser rein. So. Und das Blätteli. Oh, das Blätteli. So. Und fertig ist die Erfrischung. Und jetzt geht's los. Fies rein. So. Fies rein und zapp, 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 zapp. Ist das nicht herrlich? Ha? Und durch das, dass wir so drin rumstampfen, ist es einfach herrlich frisch. Und wer nicht gerne will stampfen, der kann einfach die Fies reinheben. 1- bis 2-mal am Tag, am Morgen und am Abend erfrischt für den ganzen Tag. So, das war der Tipp 2 für die heißen Tage von Shunako Massagewerkstatt in Zofingen. Allen einen ganz kühlen Tag und bis zum nächsten Tipp. Eure Janet von Shunako Massagewerkstatt in Zofingen.